Hallo zusammen, du hast den Cronklitus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, alles klar. Ein kleines Update-Video, weil seit kurzer Zeit ist es möglich, dass man hier die Razer Hydras oder Hydras, so ein bisschen wie ein Wii U-Controller in dem Sinn. Die einen oder anderen können sich sicher noch daran erinnern, als ich das DK 1 hatte und hier die VR-Jam war. Ja, hat man mit diesen Hydras noch einiges machen. Und das Geile ist jetzt eben, man kann die Hydras jetzt auch in Zusammenarbeit mit dem DK2 nutzen, um ein HTC Vive zu simulieren. Und es funktioniert natürlich nicht perfekt. Das HTC Vive macht das Gang noch besser. Aber nichtsdestotrotz kann ich jetzt endlich die Games spielen in VR, wo eben zwei Bewegungscontroller vorausgesetzt haben. Und schaut, ich würde euch das gerne zeigen mit Videomaterial, aber ich muss ganz ehrlich sein, es gibt x Kanäle, die das viel besser machen. Ich habe jetzt ein paar Sachen probiert und ja, für mich ist es einfach crappy, weil ich gar kein Videobearbeitungsprogramm mehr habe, muss ich alles in einem Take aufnehmen mit der Cam. Und dann ist es einfach gar nicht wirklich so möglich, dort noch ein Bild einzubauen. Darum es ist natürlich auch ein bisschen Bequemlichkeit, Faulheit, wie man es da auch nennen will, von meiner Seite. Aber ich hoffe, ihr versteht es. Ich tue sonst Games, die ich zeige, in die Description rein. Und dann könnt ihr schnell ja, auf YouTube eine Suche machen und dann seht ihr jedes Gameplay von dem. Was ich euch aber möchte zeigen und was ich selber auch gerne wieder mal möchte sehen, ist, wie man dort eben schon ein bisschen am Rumhampeln ist, wenn man mit diesem VR-Zeug rumhantiert. Und darum lasse ich jetzt mal ein paar Minuten laufen. Vermutlich wird es nur für ein Game länger, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, schauen wir schnell. Jetzt versuche ich zwischendurch etwas zu kommentieren. Ich weiss nicht, ob man es hört, der PC ist noch am Lärmen und so. Und sonst sieht ihr halt einfach meine Zeichensprache und wie ich rumhample. Wenn wir uns nicht hören oder wenn das Video wieder zu früh abschneidet, wünsche ich euch jetzt schon schöne Pfingsten. Die ein langes Weekend haben, genießen es. Und ich lege jetzt mal los mit dem Zocken, tue den Sound auch ein bisschen einschalten, genau, dann hört man da auch eher den als mehr. Es ist ein Experiment, wir werden es sehen, wie es rauskommt. Vielleicht auch easy, aber ich lade es auch einen Weg auf. Tschüss zusammen. Die, was interessiert, Fragen haben, natürlich immer in die Kommentare reinhauen, gell? Das Problem, das man hier hat, ist eben auch die Kabellänge. Die ist natürlich nie so lang wie beim HTC Vive. So, zuerst ein kalibrieren. Ich hoffe, man sieht etwas. Ja, mal, das sieht gut aus. Ich schaue den Leuten aber gerne zu, die es hier ausprobieren. Also, yeah. Ja, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, hier das Tilt Brush von Google. Das ist einfach so ein Zeichnungsprogramm, scheint es. Ja, ihr seht jetzt so ein bisschen meinen Bildschirm, aber eben, ich sehe natürlich jetzt eine VR-Umgebung mit VR-Menüs. Wow, das ist auch ein bisschen strange. Die Apps starten auch immer hinter einem. Ich spiele jetzt so hier unten durch, um zu schauen, ob die Cams noch aufzeichnet. Sieht gut aus. Jawohl. Also. Hier hänge ich mich noch mit dem Kabel. Hot Trigger Paint. Oh Mann. Das Problem ist ja auch, oder eben mein Problem ist, dass ich nur eine Cam habe. Das HTC Vive hat ja dann zwei, die in entgegengesetzten Ecken am besten positioniert werden. Ja, das
jetzt gerade ehrlich sein und sagen, dass ich keinen blassen Schimmer habe, was jetzt hier abgeht. Aber das passiert eigentlich noch oft. Jetzt kann ich hier einfach so ein bisschen malen. Sieht man das auch? Ja, so ein bisschen, das sieht man auf dem Bildschirm vielleicht auch. So ein bisschen im 3D-Raum, was schon noch fancy aussieht. Und das Geile ist dann auch, dass man halt in seine Zeichnung kann reinlaufen und das aus allen Seiten betrachten. Theoretisch gesehen könnte ich jetzt auch einfach ein Iglu machen mit einem Eingang und ich könnte mich dann physikalisch in das Iglu bewegen und in dem innen herumschauen. Das ist so ein Beispiel, das ich gehört habe. Ja, aber das Geile ist jetzt wirklich... Ah, wow, okay. Also das Menü, das ich hier kann bedienen kann. Wow. Oh, that's awesome. Okay. Wow. Oh, okay, das ist so ein dreidimensionales Menü. Ist geil. Aha. Okay. Aha, du kannst also nicht die Umgebung wählen. Ui, schon immer geil. Das letzte Mal habe ich hier, wo ist der Tisch, hier voll draufgeschlagen bei so einem Game, wo man so Schwertkämpfe machen kann. Also es ist auch noch ein bisschen gefährlich. Hier irgendeine Farbpalette kann ich nicht wählen. Ja, das ist jetzt ein kleines Problem, genau. Das funktioniert jetzt nicht so gut. Komm mal, mal schauen, jetzt so kann ich es einfach haben. Pink ist immer schön so. Ja. Wow! Yeah! Auf jeden Fall sicher richtig geil, aber ich habe natürlich nicht die richtige Umgebung hier, um das wirklich zu genießen, weil auch die ganzen Kabel machen es nicht unbedingt einfacher. Darum wechsle ich noch schnell. Das ist doch gut, dann sieht man vielleicht noch etwas anderes. Aber ihr seht das natürlich auch nicht. Jetzt hier, wie gesagt, so eine virtuelle Umgebung, wo ich eigentlich... ja, Steam VR heisst es halt einfach, eine virtuelle Steam-Oberfläche, wo ich meine Games kann starten kann. Kommt aber noch nicht ganz so gut raus. Aber es kommt auf jeden Fall gut. Also, Audio Shield hat mir auch nicht ziemlich gut gefallen. Ja, und es wird vermutlich schon mehrere Videos geben, wo wenn ich jetzt schon mal ein bisschen am Recorden bin, wieso nicht? Wieso nicht ein bisschen weitermachen? Das mit dem Kabel ist wirklich richtig unbequem. Aber eben, ich habe das heute vor 2 Stunden herausgefunden, dass man das so nutzen kann. Und bin, wie gesagt, jetzt ein bisschen am Ausprobieren. That's it. Und momentan gibt es noch kein Game, das mich wirklich für ein Vive motivieren. Ich versuche hier gerade den richtigen Spot zu finden, um das Menü zu starten. Ah, jetzt ist gut. Aber es ist cool, dass ich es mal austesten kann. Weil ja, die meisten Games beim Oculus Store habe ich auch schon ausprobiert. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob das Video überhaupt läuft wegen dem Sound oder ob es abgenommen wird.